Die Suche geht weiter hier bei Pokémon Weiß 2, den Next Generations. Die Suche nach einem Milza-Pokémon, genau, einem Drachentypen. Aber nochmal kurz will ich hier die Pokémon ein bisschen austauschen, und zwar Shelby nach vorne, denn ich will ihn, wenn möglich, in dieser Folge noch entwickeln lassen. Oh yes. So, und jetzt, die Suche geht weiter. Ich habe noch kurz offscreen nachgeschaut und Milza müssen dann Wahrscheinlichkeit von etwa 20% auftauchen, also theoretisch das 5. Mal. Wobei die Theorie kann sowieso knicken. Oh, nee, doch nicht. Ja, seht ihr, war erst das 4. Mal. Egal, Milza, wir haben es, Level 30, so schnell kann es gehen. Shelby ist an der Front und ja, schöne Grüße von da. Boom. Ups. Aua. Wow, so ein Milza ist echt übel, so ein Drachen-Pokémon. Freunde, wenn ihr ein Drachen-Pokémon hier bei Schwarz-Weiß, egal ob jetzt 1 oder 2 haben wollt, und vor allem eins, das auch noch ziemlich schnell ist, dann empfehle ich euch Milza, bzw. die Entwicklung davon. Die Endentwicklung Maxax wirklich sehr. Der Maxax ist nicht nur schnell und stark, der hat auch übelst die Attacken drauf mit in die Drachenklaue und dann noch, wie heißt das wieder, Mann. Wie heißt die Attacke schon wieder? Ich überlege gerade. Drachenklaue. War ja die einen zum Angreifen, der andere. Ah, Mann, fällt gar nicht mehr ein. Milza, mach's mal kurz, dann wissen wir es gerade wieder. Ihr wisst halt schon, da zum Angriff und die Initiative hoch pushen. Wie wäre das schon wieder? Mann, wie ist die Attacke? Shelby, hilf mal! Weiß doch auch nicht, Mann. Oh, Shelby. Was mache ich jetzt hier? Vergeltung? Wasserdüse? Kalklinger will es nicht irgendwie killen? Na gut, eine Wasserdüse. Ach, irgendwie mit Drachen hieß die Attacke. Ich weiß echt gar nicht mehr. Nee, Drachenklaue war es nicht. Die war es zum Angreifen. Wie gesagt, die ist übel. Boah, Alter. Volltreffer auch noch. Himmel, Arsch und Donnerzieher. Was war denn das gerade? Flash? Ich bin Flashman, Flashy Boy, ja Flashy Boy, also bitte mal hier Donnerwelle und so, du weißt schon. Was, Drachensturm? Nee, Drachensturm war es nicht. Verdammt, wie ist die Attacke? Schlitzer war es auch nicht. Und tschüss, Alter, das Vieh macht uns down. So, komm schon, Auron, da sind wir mal dran. Auron, unser Stahl-Pokémon. Dem macht Drachenattacken sowieso kaum was aus. So, jetzt kann ich es in Ruhe fangen. Also, ich hoffe es zumindest mal. Finsterball habe ich noch 10 Stück. Achso, stimmt, den habe ich gekauft. Das stimmt, ja. Finsterball. Flieg und Sieg. Und die Nummer 1. Die 2 und die 3. Milza wurde gefangen. Juhu. Milza, das Milchzahn-Pokémon. Was Milza einen Spitznamen geben? Mir fällt gar keiner ein, irgendwie. Milza, nee, Milza ist schon ein Spitzname, wenn man so will. Drachenbubi? Irgendwie Dragon Kid? Nee. Hä? Dragby? Nee. Ja, keine Ahnung. Und Box 8 übertragen. So, jetzt aber raus hier. Wir haben, was wir wollten. Das kann ja auch ganz guten Gewissens uns auf Fluchtsoll einsetzen und dann, ja, wohin geht's dann? Fluchtsoll, hier bist du. Dann geht's erstmal nochmal zurück nach Maria City, denn ich muss mal kurz das Team austauschen. Ja, Leute, leider Gottes ist das wahr. Das Wasser ist tief, ja, so tief wie Eve. Wieder Eve. Was mache ich hier? Wieso heilen? Nein, musst du gar nicht. Ich muss sowieso zurück, dann kann ich ja da heilen. Ja, bin mal voll verpeilt. Ja, das musste ja kommen. Ein Saison-Kids. Die Saison ist wieder da. Ja, man merkt's. Pyron, du bist dran. Es wird Zeit für dich, Pyron. Nimm den Funkenflug. Ja, ganz schön heiß, wa? Alter, Pyron, ey, der lässt doch so langsam entwickeln, ey, das ist echt mühsam mit dem. Wieso willst du... Achso, ist es auch einer von denen, die immer wieder kämpfen wollen? Och, nö. Mal komplett vergessen. Scheibenkleister, Tarnpignon, na gut. Sollte relativ schnell gehen, Freunde. Und Pyron, let's go.
Ja, schön. Pyron und Funkenflug. Hilfe, ich brenne! Und besiegt. Ja, ich sage ja, so schnell kann es gehen. Aua. Laukap ist eigentlich unlogisch, dass sie irgendwie ein Hagelkörn an Feuer-Pokémon Schaden zufügen können. Das geht doch nicht, das ist unlogisch. Oh. Zornklinge. Ja, Zornklinge, schon klar. Na, komm schon, nochmal Feuerzahn. Ah, sieht schon besser aus. Vielen Dank, Pyron, für diesen Sieg. Und fast auch für ihn wieder ein Level Up. Jetzt aber schnell zurück. Was ist jetzt los? Nein, ich bin nicht zu erreichen, bin ich da? Ah, wieso nimmst du ab, Alter? Hallo, ist der Michael? Oh, Sabine. Sieh an, die Pokémon von diesem Typ magst du das besonders gerne, Michael. Bei diesem Typ gibt es so viele niedliche Pokémon, das ist schon echt toll, wa? Oh, da ruft mich gerade ein Kollege an. Ich muss wieder an die Arbeit. Ja, und später ein anderes Mal wieder. Tschüss. Ach, Sabine. Die ist sicher echt heiße Dame. Und zurück in Maria City. Kann die Musik langsamer? Ja, ich kann es verlangsamen. Ist das krass, ey. Indem ich B drücke, kann ich es verlangsamen. Y natürlich. Oder? Ist B? Y? Ne, ist Y. Während des Rennens ist die Musik langsamer. Wieso denn das? Vielleicht ein Emulatorfehler. Zeitlupengeschwindigkeit. So, darf ich bitten, junge Dame, dass du mal kurz meine Pokémon hier heilst? Ja, kein Problem, Mann. Mach ich doch gerne. Und? Wie sieht's aus? Ja, vielen Dank, mein Pokémon ist wieder fit und komm bald wieder. Mach ich doch. So, jetzt habe ich hier Rubin als PC. Wenn ich mich richtig erinnere, brauche ich hier für die Elektrolythöhle kein Glotzi mehr, sprich keinen Blitzer, sowieso nicht und Stärke glaube ich auch nicht. Also kann der hier bleiben. Ja, hoffentlich das stimmt auch. Gut, hätten wir das mal soweit erledigt. Dann mal kurz, ja, Sedimentur weg. Der kommt irgendwie hier hin, glaube ich mal, oder? Nö, ist auf die erste Seite. Oh, ein hartes Wesen. Ach du Scheiße. Stark Angriff als, Quatsch, natürlich nicht hier, sondern hier. Habe ich ja noch Kiesling. Tja. Hat mich gefreut. Ja, scheiße, wieso? Weil ich die Entwicklung habe. Ganz einfach. Natürlich kann ich das hier auch noch machen mit Speckschicht. Ja, mit Specki. Das wäre ein guter Spitzname gewesen. Specki. Nee, Quatsch. Kommt mehr hier hin. Schön. Alles schön sortiert oder mehr oder weniger schön. Ja, ist jetzt. Oh, er hat sie gar nicht mehr die Attacke. Nein, er hat die Attacke nicht mehr. Ach, wie hieß denn die Attacke? Es war Drachenklaue, ein Angriff und dann halt die andere Drachenattacke, um die Initiativen Angriffswert zu stärken. Ich weiß sie gar nicht mehr. Scheiße, mein Gedächtnis. Das ist eine Katastrophe, ey. So, wo war es jetzt hier etwa? Ja, ungefähr. Und hier draußen, schön, gut. Dann hier Milzer mit dem Milchzahn. Trainieren wir leider auch nicht, weil ich habe bereits das Team auserkoren, das wir hier trainieren wollen. Wohl ja die Pokémon dafür. Willst du ans am Ende hin? Schön. Ja, sieht doch schon besser aus. So, jetzt Pokémon, welche nehme ich mit? Welche lasse ich hier? Auron lasse ich hier, das ist bereits genug trainiert. Mit dem werde ich Rockheim an, weil er noch eine Attacke lernen muss. Beetle eher weniger. Hawkeye, ja, Hawkeye, wieso eigentlich nicht? Wieso denn nicht? Gut. Ein erdstarkes Team, Freunde. Yeah, man. Ist zwar jetzt nicht so auf einem hohen Level, weil ich hier 8 Pokémon trainiere aktuell, aber wir werden schon überleben. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt noch kurz die Attacke beibringen. Komm schon, wo bist du? Hier. Ja, nee, nicht hier, sondern hier. Steinhagel. Die etwas billigere und auch schwächere Version der Steinkante, aber fürs Erste muss uns das genügen. Rockheimmann soll Attacke lernen, natürlich.
Und zwar kommt hier, wir haben Dampfwalze, Knirscher, Schaufler, weg kommt die Angeberei. Braucht es sowieso nicht. Sowieso schon genug große Angeber. Unser Rokaiman, yes man. Jetzt können wir zwar auch noch Wasserquil die Attacke beibringen, beziehungsweise Hawkeye, aber ist momentan nicht unbedingt notwendig. Oder mal überlegen. Steinhagel, Gestein. Oh! Nein! Ja, was mache ich jetzt hier? Wollte ich gar nicht, Mann. Natürlich kann ich noch. Wieso? Weil es auch effektiv gegen Elektro-Pokémon wäre. Also, komm schon, Hawkeye, du lernst auch noch Steinhagel. Und Grimasse weg. Okay, vergessen und Hawkeye lernt den Steinhagel. So, jetzt reißt aber auch. Ab zur Elektrolythöhle, Freunde. In Zeitlupe gehen wir. Ich vergesse heute aber auch alles. Das ist mühsam, aber echt mal. In Schutz, wenn du mal so gut wärst. Nette Dame, netter Junge, ich weiß gar nicht, was du bist von der Seite her, ist aber auch egal. Wie viel haben wir? Wie viel kann ich? Ihr habt 3 im Besitz, nämlich halt 7 mit. Naja, wird schon passen. 10 Stück insgesamt, das dürfte nicht reichen, aber was soll's. Alter, die Geschwindigkeit hier. Das klingt echt dämlich. So, jetzt mal hier durch. Shelby Surfer. Es geht ein bisschen schneller. Lalalala. Ich dachte, es wird schneller gehen. Ein Meryl, schon wieder. Es gibt's einfach nicht, hey. Wir werden heute aber auch ständig aufgehalten. Und tschüss. Ein bisschen kommen, sehr schön. Das wollte ich erreichen. Nein, nicht schon wieder. Ja, Hilfe. Das Meryl verfolgt uns. Hör auf, mich zu verfolgen. Ich will nichts kaufen. Und, lass uns jetzt in Ruhe. Nein, immer noch nicht. Hilfe. Oh. Ist aber ein Sesokids. Es mag wohl die Kälte nicht. Sesokids, normal Pflanze, also tschüss. Oh Mann, was für ein Tag, ey, was für ein Tag. Nicht schon wieder, Alter, ständig neue Pokémon. Jetzt verfolgt uns der noch, oh Mann, ey. Eine ständige Verfolgungsjagd. Ja, schön Hagel, brauche ich gar nicht und tschüss. Ja, und tschüss. Nein, ich bin normal gelaufen, normale Geschwindigkeit. Wieso kommt man trotzdem so schnell wieder einer? Siehst doch mal, wenn ich renne, beziehungsweise halt die Geschwindigkeit erhöhe, dann wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein neues Pokémon erscheint. Aber offenbar ist die Wahrscheinlichkeit immer hoch. Jetzt ganz ruhig da durch. Ja, wir haben es geschafft. Los jetzt, Elektrolythöhle, ich komme, wir kommen. Wir sind da. Und jetzt kommt... Oh! Mal kurz. Oh oh. Ein Rotomorph mal wieder. Hatten wir schon lange nicht mehr. Shelby! Der gehört dir, Kumpel. Ja, danke, Mann. Jetzt die Wasserdüse. Very nice. Nicht ganz. Wisst ihr was, wenn ich mal dabei bin? Wenn ich schon mal so knapp davor bin. Ja, heilen ist auch sehr schön. Dann fangen wir es mit euch einfach. Finsterball, flieg und Sieg. Und einmal, zweimal und die Nummer 3. Wir haben auch Rotomorph gefangen. Spitzname, Maulwurf? Mauli? Mauli. Uli Mauli oder was? Nee, Quatsch. Ja, komm, ist eigentlich nicht. Nennen wir es mal Mauli. Ist ein beschissener Name, ich weiß, aber ich kann ja später noch ändern, wenn ihr mir bessere Vorschläge dafür habt. Mauli, Mauli, Mauli.
Hat halt ein großes Maul, wie der Uli Maurer. Ja, wie der Uli halt, so. Hallo, die hat uns schon vorher bemerkt. Hey! Wusstest du schon, dass sich die schwebenden Steine verschieben lassen? Kein Scherz. Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, in der Pokémon zu fallen scheint. Gefallen scheint, so rum. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Ja, die festen zum Beispiel nicht. Man hätte vergessen, dass ich etwas untersuchen wollte. Bis später, tschüss. Ja, tschüss. Oh, ich merke gerade, mein Magen knurrt. Das ist kein gutes Zeichen. Hä? Nee, neues Pokémon. Er kommt. Ein wildes Castador scheint ein Pokémon von N. Das will ich, Mann. Ein Pokémon von N, das wollen wir fangen. Mit Surfer. Ich hoffe, es reicht noch. Ist ja Stahlkäfer. Ach du Scheiße. Gyreball. Okay. Stahl heißt hohe Verteidigungswerte. So bei dem Vieh auch noch die Spezialverteidigung hoch. Das wird lustig. Ja, doch, es geht wieder. Nein, was ist jetzt los? Achso, nur verletzt. Oh, das Dummpferd. Nein, nein, hör auf damit. Ja, dämlicher Kaktus. Nein, Alter, das reicht. Mann, ey, 5-mal, willst du mal verarschen? 5-mal getroffen, schön, ich freue mich. Shelby leider weniger, komm schon, Kalklinge. Schnitz. Gut gemacht. Eisenstachel, ja, ist schön. Nein, nicht schon wieder die Scheiße. Nein, wieso bloß? Womit habe ich das verdient? Oh. Alter, trifft die immer 5-mal? Ne, nur 4-mal. Nur vor allem. Shapes bald im Arsch. So, Pokémon-Wechsel, genau, und zwar Flash. Komm zurück, Shelby, du bist dran. Yellow Flash, gelber Blitz von Michael halt, wie auch immer. Das kommt auch noch. Das macht ihm nichts. Oh, doch. Wie denn das? Das ist eine Käferattacke. Mano. Volltreffer. Hallo? 2 miteinander? 4-mal getroffen zu einem Volltreffer. Mhm. Das ist aber übel. Donnerwelle. Kastor, Metallklaue. Wo hat der bitte schon Klauen? Hallo? Oh Mann. Egal. Bälle, komm schon, Finsterball. Ich will es. Ich will ins Pokémon alle krallen. So, jetzt kommt es drauf an. Die Nummer 1 und 2 und die 3 und wir haben auch das gefangen. Ein neues Pokémon, Castador. Neu eindringen Pokédex. Die Dornfrucht. Und wie für gewöhnlich können wir ins Pokémon keine Spitznamen geben. Ja, ja, ja. So, jetzt aber. Komm schon. Wo ist der Schutz? Wo ist der Schutz? Wo ist der? Wo bist du? Ah, hier bist du. Top-Schutz. Dankeschön. Und dann noch, nee, nicht das. Komm schon. Wo bist du? Y? Ja, hier. Der Itemradar. Jetzt wird's Zeit. Und zwar hierfür. Ein Hyperheiler. Auch nicht schlecht. Kann ja immer wieder mal gebrauchen. Immer mal wieder. So, Trainer hat ja relativ wenige. Das geht nicht, weil hier hat es kein so Elektrofeld, um es anzuziehen. Aber hier hat es ja einen auf dieser Seite. Und die Physik erledigt den Rest. Schon cool zur Physik. Also teilweise. Kann auch mitunter ein bisschen nervig sein, oder Kumpel? Oh nein, ich bin Wissenschaftler. Ich finde Physik und Elektrotechnik einfach nur geil. Oh oh. Ein Freak, der Forscher, Gennady. Mit Magneton, oh, Elektro-Pokémon, hehe. Shelby? Good luck, wa? Good luck. Nein, das ist übel, das ist übel. Komm schon, Surfer. Yes, Mann. Oh. Jetzt bist du völlig Alter. Und Schnitz!
das war's mit Magneton. Yes, man. Und Shelby hat Level 35, ja, 35, stimmt ja. Was hat die Zeit? Ja, vielleicht kriegen wir noch Level 36 in diesem Part. Vielleicht kriegen wir das noch. Wer weiß das schon? Pokémon-Item? Ein Flugjuwel und kein Purpurstück. Mist, verdammter. Ah, hier ist noch ein Item. So schnell kann es gehen. Und noch ein Top-Shoot. Auch nicht von schlechten Eltern. Ja, so macht das Spaß. So macht das Fun. Und da ist noch eine Gitarristin. Ist doch eine Schülerin von Mika. Hey, hier sind meine Trolligäner und coolen Bandmitglieder. Hä? Wo? Sehe keinen. Ach so, die Pokémon. Okay, was spielen die? Schlagzeug, Trompete, Flöte? Ja, wenn es weiblich ist, vielleicht schon. Oh, das ist ein weiblich. Oh, ein Mulgam, Elektroflugvieh. Shelby? Was bleibt? Nein, ich habe das falsche Pokémon gewählt. Schockwelle. Halt durch. Holy shit, hey. Und wir haben es erledigt. Das war knapp. Das war sowas von knapp. Wir brauchen neue Bankmitglieder. Ja, ich weiß. Das ist irgendein Item hier oben. Na, wo bist du? Ah, hier ist es. Ein Gelbstück. Schon wieder eins. Hatten wir schon in der letzten Höhle. Mann, wo sind die Purpurstücke hin? Okay, die bringen hier nichts, aber, ne? Den nach unten, oder? Genau, weil da unten ist ja auch einer. Sehr schön, aber hier noch erst einmal das Item einsammeln. Was ist denn hier Schönes? Ein Hypertrank. Aber kein Purpurstück. Ja. Kann man ja auch machen. Wirkt nicht mehr? Doch, bitteschön. Und zack. Dann geht's hier unten weiter, genau. Aber erstmal kurz hier oben noch gucken. Denn hier hatte sie noch etwas. Ein Hypertrank. Geil, Mann. Tja, jetzt hier oben kommen wir nicht mehr weiter. Weil das Teil müssen wir von der anderen Seite erschieben, sprich jetzt von links nach rechts. Quatsch, von rechts nach links natürlich, aber das erst am Schluss, sobald wir die Höhle durchforstet haben. Oh yes. Jetzt mal kurz hier unten nachgucken. Was hat's denn hier Schönes? Die Elektrolythöhle. Ich liebe diesen Ort. Hä? Zum einen bin ich fasziniert davon, dass sich die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon. Sowie die der Menschen zu den Pokémon. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Für mich ist dies der ideale Ort. Ein Typ mit seltsamer Frisur. Ich muss aufbrechen, um die Pokémon zu retten. Ich muss der ganzen Sache ein Ende bereiten, um meine Freundin zu beschützen. Doch nicht? Wie tief war das gerade? Ich dachte gerade, es könnte dieser Forsch gewesen sein, aber offenbar war es vielleicht doch N. Hä? Was ist gerade N hier? Ich weiß es nicht. Eine Zeuge der zerstörerischen Kraft meines unschlagbaren Dreiergespanns. Oh, ein Dreierkampf? Also nicht so ein Dreier, aber ihr versteht schon. Ja, sieht. Yes, Mann, ist ein Dreierkampf. Geil, Mann. Shelby, Pyron und Rokaiman. Der wird sich freuen, hey. Oh, Shelby, hä? Der braucht dringend KP. Und zwar direkt ein Hypergetränk. Moment mal. Wir haben doch irgendwo noch Kumu-Milch. Nicht hier. So, KP-Erholung. Wo ist es jetzt? Ah, hier. Nur eins. Aber für Shelby nur das Beste. Klick, klick. Der wird weggeklickt. Und hier kommt noch der Steinhagel für Fasersnob und Sandamero? Achso, nein, war ja nur ein Männlichkeitszeichen. Sandama natürlich. Natürlich immer den Schwächsten. Oder wohl eher den Stärksten. In diesem Falle. Bam. Na gleich. Oh oh. Das sieht übel aus. Pyron. Boom. Und ist er weg? Natürlich nicht. Was seid denn ihr? Oh oh. Nein. Alter. Ist das übel. Okay, Klick noch weg. Das funktioniert soweit. Kann ich eigentlich auch rotieren noch? Nee, geht ja gar nicht mehr. Scheibenkleister. Ein Surfer.
Ja, wäre eine grandiose Idee. Macht das so und der macht Funkenflug auf Klick und... Rohkammern würde ich am liebsten irgendwie einen Schaufler gegen das andere Vieh machen, aber... Verdammt. Ein Erdbeben wäre cool, dann ist ja Paiwan auch weg. Paiwan, ich will nicht, dass du stirbst. Paiwan, bitte nicht. Knirscher. Und Verteidigung sinkt, sehr schön. Jetzt nachsetzen. Yes, Mann, Fasersnope ist Geschichte. Shelby, Paiwan, Rohkaimon. Nein! 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 Paiwan ist weg. Mein Lieblings-Pokémon. Nee, nicht ganz, aber es ist trotzdem ein cooles Pokémon. Klick ist leichter geworden. Das ist mir Büßen, Alter. Ich kenne keine Gnade mit dir, mit deinesgleichen, Psyana. Räche ihn, räche deinen gefallenen Freund. So, aber erstmal muss Klick da weg. Und dann Psyche auf Sandama und dann war's das hier. Hasta la vista, Geschichte, Sayonara und Goodbye. Boom, weg ist es. Tschüss. Jetzt hoch kann man noch und... Und Psyana ist einfach nur übermächtig, hey. Mit einem Angriff hat sie es platt gemacht. Und Rohkammern erreicht Level 30. Kein Mann, ja. War gar nicht mal so übel. Ja, stimmt schon. Ja, für dich vielleicht. Für mich war es sehr übel. Hat sie noch etwas? Ja, hier hat sie noch etwas. Natürlich hat sie noch etwas. Ein Magnet. Da wird sich doch Flash freuen, denn damit können wir seine Elektroattacken verstärken. Also ins Untergeschoss. Was gibt's jetzt hier? Oh. Pokémon vielleicht? Oh ja, vermutlich ein Rotomorph. Ja, ich bin da, wer noch? Natürlich Shelby. Shelby, unser Admura, würde man gleich sagen, oder? Scheiße, Wasser-Pokémon, das ist unfair. Das ist sogar sehr fair. Shelby reicht Level 36. Zugabe? Nö, brauche ich nicht. Yep, braucht's nicht. Es ist soweit. Shelby entwickelt sich zu einem großen, einem mächtigen Wasser-Pokémon. Zu einem Samurai der Meere. Naja, oder so in der Art. Glückwunsch, Shelby wurde zu einem Admurai. Yes, man. Shelby versucht Schlitzer zu erlernen. Natürlich. Und zwar durch Vergeltung. Ja, für sie also schon mal. Später lernt sie auch noch Eisstrahl und ja, eine Attacke, die es jetzt durch die Herzschuppe wieder lernen kann. Aber dazu dann später mehr. Geil, Mann, jetzt noch kurz unser Pokémon austesten. Hallo, ich bin Nougat Senior, ich bin Nougat Junior. Hä, was zum... Schön, dass du hier bist, ich habe hier etwas für dich. Magler Heldnugget vom Senior. Vielen Dank, Senior. Hey, du, von mir bekommst auch was. Riesennugget vom Junior. WDF? Das ist ein Nugget, nutze es weise. Ja. Dieses Riesennugget habe ich gefunden. Dieses ja, da hast du. Schön. Nö, gerade nicht. Moment mal kurz, will etwas testen. Und zwar hiermit. Na komm schon, wer bist du? Ein Castadur. Jetzt Shelby. Admurai Power. Alter, das ist viel groß. Surfer. Verschwinde von hier. Nicht ganz, aber macht schon mehr Stand als vorher. Gyroball. Das beeindruckt Shelby nicht, denn Shelby hat ja noch die Überreste. Ja, die Resten von gestern. Ja, und weg mit dir. Und das war's für Castadur. Das ist offenbar, glaube ich, sogar ein Pflanzengestalt-Pokémon ist, wenn ich mich nicht richtig täusche. Egal. Freunde, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für heute mit Pokémon Weiß 2, The Next Generations. Nächstes Mal geht's ja weiter in die Elektrolythöhle. Und dann vermutlich auch schon beim nächsten, naja,
Arena-Ort vermutlich, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Entschuldigung. Hier, komm schon. Speichern. Schon ein cooles Team. Und ein echt, ja, strategievolles Rollenspiel halt. Cool.